Stadion ist voll. Es ist noch früh in der Saison und beide Mannschaften, das haben die letzten Wochen gezeigt, haben ihre wahre Form noch nicht gefunden. Insofern könnte das heute vielleicht eine richtungsweisende Partie sein, Sebastian. Absolut, Tom. Ich denke, das genauso wie du. Und gerade der Verlierer muss ja aufpassen. Also er müsste dann doch darauf achten, dass er nicht zu sehr unten reinrutscht. Aber der Gewinner, der könnte sich dann wieder nach oben orientieren. Also deswegen ist das so eine packende Begegnung. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Gute Abwehrarbeit. Eine gelbe Karte gibt's nicht, aber bitteschön, immerhin Freistoß. Ja, souverän gemacht vom Keeper und gleich den Ball in die Offensive gespielt. Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Ja, das sieht gut aus. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ah, das war schön geklärt hier vom Abwehrspieler. Ja, das sieht der Trainer gern. Super Kombinationsfußball. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Weit nach vorne geschlagen. Ja, der
der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Das war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Erstklassiges Zuspiel. Ja, da würde ich doch mal optimistisch, wie ich bin, sagen, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit, denn da werden die Tore fallen. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, ganz klar gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel und weiter geht's. Ja, das sieht schon klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, dem Zuspiel fehlte jegliche Präzision. Ja, köpfen kann er. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Der weiß, wie man es macht. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, und der Mann weiß, wo die Bälle hin müssen. Wir haben das Pausenresultat 0:0. Also eigentlich war es ja eine faire Partie, trotzdem natürlich wirklich schade und traurig für den Spieler, dass er sich verletzt hat im ersten Durchgang. Sobald es was Neues gibt zur Verletzung, sagen wir ihm Bescheid. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Als hätte der Kimmer und Korn im Schuh. Jetzt müsste er flanken. Dann hat er gut mitgespielt. Der Torwart holt sich den Ball. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, der kann es einfach. Der kann es, was diese langen Bälle angeht. Schauen Sie mal, was der für ein Auge hat. Oh, super. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. Aber ich sehe mal, sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da werden wir jetzt wohl gleich die nächste Zeit auslassen. Ganz faires Tackling. Überhaupt keine Frage. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Völlig zu Recht. Ja, Tom, das ist keine einfache Aufgabe für den Torhüter. Das Spiel lief ja schon einige Zeit, aber diesen ersten Schuss hat er wirklich richtig gut pariert. Ah, der war schon über der Linie. Es gibt Eckball. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Da hat der Verteidiger einmal mehr sehr gut aufgepasst. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling.
So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ja, das war ein rüdes Foulspiel. Ich weiß auch nicht, aber der Schiedsrichter sieht keine Veranlassung da, die gelbe Karte zu zücken, nur Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Los, schieß, Junge! Was für eine Freude! Was für ein Tor! Na, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. So, und jetzt fragen wir uns natürlich alle, können Sie diese knappe Führung irgendwie über die Zeit retten? Ja, natürlich hätten wir lieber früher schon ein Tor gesehen, aber jetzt ist es endlich soweit. Der erste Treffer fällt in der zweiten Halbzeit. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und bei solchen Bällen, da fackelst du nicht lange, nur raus damit. Völlig frei kann er sich da bewegen. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ja, ich kann von meinem Kommentarbuch aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Journalisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Riesenmöglichkeit. Gewährt, jetzt muss sie nachsetzen. Ja, das sah doch eigentlich nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet pariert. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereit? Ja, da freut man sich als Torhüter, wenn man so einen Eckball serviert bekommt. Weg mit dem Ball. Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Hey, wir haben noch 2 Minuten nachgespielt. Richtig so. Ja, kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ja, bloß weg damit. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet.
So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.